Moin alle Guten, da begrüßt mir ja schon das Ende Morgen bei der Pressekonferenz, wo wir klangen echte Bilder wollten sehen, wie ihr wisst, in diesem Weekend die echt 100 Tage aufgelaufen, eine neue Regierung. Eine Regierung, die aus 2 Parteien besteht, die zusammen mal nicht 40% von den Stimmen konnte sammeln, an Avalo gemütlich 35 für 60 Sitze in der Chamber haben. Eine Regierung, die gefordert wird von einer CSV, die nicht gestärkt gouf bei den letzten Wahlen an Avalo sich als große Gewinner aufspielt, da seht, die Leute hätte für die neue Politik, die lo gemacht wird, gewählt. 100 Tage, die gehen normalerweise respektiert bei einer neuen Regierung als sogenannten Weltbeschutz für den neuen Regierungsmembern Zeit zu gehen, für sich anzuschaffen, auf hier nur die Wahlen ein bisschen roh auszustrahlen. Mehr in diesem Fall kann von roh leider gar kein Ried sein, weil eine neue Regierungsmemberin sind mit einer Mischung aus Dilettantismus, ablanen Aktionismus und hier Sachen rumgegangen. Und sie haben direkt gewiesen, dass sie unter dem neuen, allen Lück eine klare Agenda gesagt haben. Eine Agenda von einem neoliberalen Autoritarismus. Und sie wollen ganz klar dafür fahren, wo 2013 CSV aufgewählt wird. Andere Regierungsmembern, die haben bislang ihren Ersatz verpasst, an hier Verantwortung nicht überholen, wo sie hätte müssen überholen. Ich will just ganz kurz erinnern an den Arbeitsminister seine Absence während dem ganzen Streik bei Ampassat am Dezember letztes Jahr. Mir ob die detaillierte Abschätzung, die gehen den David Wagner und den Machtbaum an. Ja, merci Carol. Ja, wo man das Pressekonferenz firbereet hun, haben wir festgestellt, dass es schon relativ viel zu sagen gibt, no 100 Tage. Wie Carol schon gesagt hat, die 100 Tage, die bedeuten sich eine Art Weltbeschutz. Aber innerhalb von denen 100 Tage hat die Regierung schon fertig gebracht, vielleicht zu nerven. Außer vielleicht hier paar privilegierte Kollegen. Es wundert sich nicht, dass die Regierung eine dezidierte Politik möchte, am Sinn von denen, die hier am Land am meisten haben. Wir sind das von der CSV gewinnt. Aber Gefühl geht sich gar nicht lassen, dass die Regierung für Lützburg zurück an den 90er Jahren zurück katapultieren. Das ist ein regelrechten Back to the Future. Der Luc Frieden versicht sich an der Rolle vom autoritären CSV-Patriarch aus der Vergangenheit zu spielen. Es sind ein bisschen der Chef von all den Leuten am Land, so ein Kern in einem Interview. Nein, das ist nicht. Er ist der Chef von seinen Beamten und er ist auch der Chef von der Regierung. Aber bei weitem nicht der Chef von den Leuten. Und ich hoffe noch, dass die in seiner Regierung etwas Fundamentales nicht vergessen. Sie haben einen Chef. Das ist die Bevölkerung hier und das ist auch ihre Vertretung, nämlich die Chamber. Dafür soll der Luc Frieden noch aufpassen. Er ist nicht den Spielregeln von der sozialen Auseinandersetzung bestimmt. Ob der Science Académique von der Salariatskammer wird eine ganz politische Rolle, ganz politisch Rede gehalten, und gemeint, dass die Demokratie soll strikt innerhalb von den Institutionen auflaufen. Also nicht auf der Straße oder nicht auf anderen Plätzen an der Gesellschaft. Aber wenn hin als Regierungen so weiterführen, da werden sie gesehen, wen dezidiert, wo gestritten wird. Nämlich, wo die Leute sind, das heißt auch auf der Straße, auf der Arbeitsplatz, und überall da, wo auch Konflikte sind. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann entfert der Luc Frieden noch, es wären Wahlen hier am Land. Also geht hin davon heraus, dass hin so walten erschalten kennt, wie er wählt. Dabei hat CSV bei den letzten Wahlen, wie Carol doch schon gesagt hat, ob hier historisch das Resultat stagniert. Zusammen haben CSV und DP sich 47,9% von der Stimmen. Wo hier hält der Luc Frieden sich die Autorität für zu mengen und hat ein klares Mandat für seine Neoliberalpolitik. Weil seine Ideen sind minoritär an der Gesellschaft. Dafür wird das Autorität Gehabe in nächster Zukunft ganz wenig Success haben. Aber es wundert schon, wie holprig das Virus geht und noch wie ungehemmt. Jean-Claude Juncker hat das damals verstanden, seine eigene Politik so durchzustellen,
wéi wann en Erbeter versteer wie kit dat de no men net unbedingt dat rauskommers. Me dat krit de neue Lück net hin genauso wenigch wéi den alle Lück doch schon demos netik gut huet. Dat eng Politik uni herz, dat huet hin schon demos ausgezeschen fir déi die sech erinnere können schenkt doch eng Politik uni Gehir ze sinn. Den neue Lück will datlo umsetzen, wo vun den alle Lück immer gedreht huet, autoritär an neoliberal zu regieren. A wirklich geht fir den Lodo weiter, wo en 2013 opgehalen huet. Et der win sech net täuschelossen, mir hunnet mat enger Regierung ze dienen, déi den Wirtschaftsbossen ënnerwor was. An so tikt der Lück Frieden och gesäit sech net als Premier, mehr als CEO vun der Lützeburg SA. Dofir soll Politiker Signalen och so ausgesinn eng déi vun CEOen oder Leute die so ticken gemerket. Dat erklärt dann noch die Rezentnomination vum Jean-Paul Ohlinger als Chef der Steuerverwaltung, nodems auch rezenterweis den Herr Mackel als EU-Botschafter nominiert gouf. Dat as e ganz klar Zechen vun der Regierung a Richtung gräser Betrieber, déi hier vertreter lo och op enger strategischer Platz am Staatsapparat sitzen hun. Dat CSV hier ficht Dreem fir Autoritéit he zu Lützeburg zu betreiben, können also ëmgesat gin. Dat sind Dreem fir CSV an hier Amigos vun der Wirtschaft awer, dat sind Altdreem fir die mecht schaffend Leiitheit zu Lützeburg. Et hat die gedurcht, dat die Ideologie an Dogmen as nonchajoren ausgedenkt hätten manen, déi Rezepter, déi schon demos quasi iwwerall an Europa an Amerika appliéiert goufen, nämlich Strafsätze vun de Steuern fir d Kapital, hu zu der Situation gefordert, an der mir lo och nach immer sinn, méi Ongerechtigkeiten a Staaten, déi op alle Niveen mi schwach die sinn. An dat wird Regierung Frieden bittel weiterfeieren. Als Gesellschaft braucht eindeutig méi Investitionen an der Bildung, an der Gesundheit, am Logement, an der Kannerbetreiung, an der Klimapolitik, an überhaupt an der Bekämpfung vun der Armut an net vun den Armen. Dofir brauchen wir genau de Gegendeel vun der Steuerpolitik, die die Regierung wëlle huet. Wéi dacks muss en dee Leiit erklären, dat den Trickle-Down net funktioniert, also dat wann die Reich nach mir reich ginn, dat et net hecht, dat die Normalverdinger, dat et denen net wert besser goen. Wo war da die Welt schon einkehr der Fall op dieser Welt? Neierens. De Beispiel gëtt sech goke Beispiel weltweit wat beleet, wo wann Steuern op Kapital erof gin, dat der Bemol der ganzer Gesellschaft ging besser goen. Großbritannien ass du fir auch ein gut Beispiel eng Wirtschaftsmucht sech, wo awer ein Gros Party vum Land komplett ënnerentwickelt das, wo Transport zum Beispiel oder Gesundheitsversorgung quasi zu engem Luxus gisi. Datselwecht gëll doch fir de Logement back to the future. Dei Politik, déi dazu gefordert huet, dat Bauland an Immobilien sech ëmmer méi an de puer Hän konzentriiert hunn, huet zu dieser Situation gefordert, an der d Land sech lo befënnt. Bon, mar hin des Regierung mech net so, wéi wann se sech d Lokatären géif bekëmmeren. An dat hummer och beim sogenannten nationalen Logementsdech gesinn. An engem Dach war alles gebot. War de Mieterschutz ageluden neen, waren Gewerkschaften ageluden neen, waren so gut Forscher vun der Uni ageluden och net. Just déi waren ageluden, déi den Wohnungsbau verdingen. Am Nachhinein huet Lück Frieden noch mat der Präsidenten vun OGBL, LCGB an CGFP telefonéiert, méi dat werd wahrscheinlich just pro forma sinn. Dat hat bald den Andruck, dat et just den offizielle Pander zur Party mam Giorgetti war, an der Frieden sech iwwerhaupt fir wat de Logementsdech sollt gewircht sinn. Am Platz die richtige Lesungen nun zu packen, wie zum Beispiel eine Reform vom Mietdeckel, wie zum Beispiel massiven öffentlichen Wohnungsbau, iwwer eng öffentliche Wohnungsbaugesellschaft, gedröm op Steuerkadoen für Promoteure gesagt. Back to the future eben. Aber back to the future auch an der Klimapolitik. Und da muss ich sich wirklich Sorge machen. Da sind wir wirklich zurück an den 90er Jahren. Dem muss gewoch gesagt, pressiert nicht. Et soll awer net op Kächten vun der Wirtschaft goen, loget dawer der wissenschaftliche Konsensus also Loch. Die gowet schon zenter dem Rapport Meadows 2070 wissenschaftliche Konsensus fir ze soen, dat de muss deifgreifend mesureuren wollen. Deifgreifend mesureuren, déi och sozial grober sinn, dat hicht, et muss mat Ëmverdelung vum Reichtum stattfallen.
Dat wat den Luc Frieden as eng Kipp net verstehen, dat Konsequenzen vum Klimawandel als all ganz viel Werte kachten. Mefleit as het hinnen egal, as ginn du vun heraus, dat sowieso die Reis de Konsequenze werden entkommen. Dofir hun mir auch nachlächt vor eng Demand gemerk fir eng Interpellationun zu de Lesungen vun de Konsequenzen vum Klimawandel. Weil trotzdem as de so déi am manste Schuld sinn und der Klimaderegulierung, also déi am manste privilegéiert sinn déi am meeschten und de Konsequenze leide werden vun déi Schuld sinn und de Klimawandel also die reist. An dat erklärt fir wat das Regierung Klimafro net estellt an der Wirklichkeit vun der genervt ass. Well Klimapolitik nervt de Luc Frieden as eng Amigos aus der Wirtschaft, weil dat Manner Yachte bedeit, weil dat Manner Privatjets bedeit, weil dat Manner Profit op Kächten vun der Umwelt bedeit. Mit de griesten Nervfaktor ha am Land, dat das Regierung. Merci David, merci Kabel. Ich weiß nicht, ob es Luc Friede singen irrationalen und esoterischen Voodoo-Economics leid, dass an den letzten 100 Tagen immer nichts Geist beschwören gehen, als nämlich der Geist von Senningen. Das ist das noch getruden kurz nur Festhalten vom Koalitionsakkord, wo der Presse an der Öffentlichkeit das Zentraldokument von den nächsten 5 Jahren soll 4 enthalten gehen, unter dem Vierwand, dass die Institution Chamber 4 Rang hat. Strupp an der Chamber dun huet Chamber missen erkennen, dat sie als Institution neicht verloren hat zu Senningen Logementstech, wo Großkapital ënnert sich, wenn eng Motion vun uns, die mehr dem Moment abrücht hun als aufgeschmettert gin vun der Regierungsparteien, Demokratie an Transparenz gin ernstnecht. De Geest vu Senningen ass wohl auch den dem Premier an Bischelsche geschrieben huet. Et gef lo dugoen mat Biergerbedeelegung. Chamber wie schließlich Demokratie genug. Der Teestadt déi Avancen ist den letzten 15 Joer vun de Petitionen iwwer Biergerreit bis zur Initiative populär aus der letzter Verfassung Lomol völlechen durchgin. So gesot für knapp 10 Deeg an der zouständischer Institutionenkommission vum Luc Frieden. De Geest vu Senningen as also den Biergerbedeelegung an öffentlich Debatten nerven, da so viel wie der Klimaschutz. Wieso wäre zu erklären, dass der Premier der Presse sieht, sich gefälligst für andere Sujets zu interessieren, die die Regierung an ein besseres Licht stellt. Wieso wird zu erklären, dass der Innenminister Leon Gloden Künstler, die nicht mit ihm auferstanden sind, attackiert und responsabel möchte für Schmierereien, die inakzeptabel sind, auf der Fassade. Die Geist von Senningen als auch ihn, den sich nicht entschuldigt. Oder heute Leon Gloden sich entschuldigt, dass er Radio und auf der Tele gelungen wird, wie hier von dicke Limousine mit organisierten Heschebande geschmerzt wird. Oder heute ihn eine Entschuldigung vom Edukationsminister hören, dass hier an einem Lokal mit der Faustdoppen durchgeschlagen wird, so dass Tasen zerbracht sind an eine Frau privat an oder, man wissen es nicht, professionell aggressiert wird. Oder sos irgendeine Konsequenz gezun töcht dem Amalgam von privater an professioneller Machtausübung. Die Geist von Senningen als die vom autoritären Machismus. Auf für einen autoritären Macho zu sehen, brauche ich keinen Mann zu sehen. Das wird als Deputiert Simon Beisel für eine Woche gewiesen. Der Staater Schäferrot schenkt schon mir lang vom Senninger Geist befallen zu sehen. Und ich will heute präzisieren, dass ich den Donnerstag an der Präsidentenkonferenz erfolgreich darauf insistiert habe, dass der Chamberspräsident mit Simon Beisel genauso umgeht wie mit Tom Weidisch von der RDR für einen Monat. Der neue Luc wird genau dafür, wo er für 10 Jahre abgehalten wird, mit einer institutioneller Krise. Sein Sheriff, den Leon Glode, war knapp 25 Stege am Amt wie jeden, wie am Wille Westen gemengt wird, aus der Hüft zu schießen und das Münchefuischen Tescheverbot vom Staater Schäferrot zu genehmigen. Das Tescheverbot aus institutioneller Sicht eine Mischung von Dilettantismus, grenzenloser Selbstüberschätzung
a Verurchtung vu rechtsstaatliche Prinzipien. Wann nämlich all Instanz, Institution an nennenswerten zivilgesellschaftlichen Akteur hier am Land sieht, dass das Reglement weder legal noch applikabel an sogar verfassungswidrig wird, da kann doch eine Regierung das nicht einfach ignorieren. Aber wie wenn das nicht schlimm genug wäre, sieht der Premier dann noch an der Chambre, es gibt kein Urteil vom Verfassungsgericht oder aus der Kassation vierleihen. Die CSV, die sich an den letzten Jahren händeringend gegen alle Erweiterung von Kompetenzen vom Verfassungsgericht ausgeschwert wird, hält das als Argument. Are you serious? Mir mehr schlimm, dass was der Premier so hecht, nicht ernst, wie die Regierung sich und Gerichtsurteile aus der ersten oder zweiten Instanz nicht mehr gebunden fühlt. Wo sind wir? Haben wir als 2013 gefragt, wie der Justizminister Luc Frieden Druck auf Prokureure gemäht hat. Sie sollten endlich die Rechtsattentater von der Bommellehr ad acta legen. Wo sind wir? Froh wir haut, wenn sogar Gerichtsurteile keine Valeur für das Regierung mehr haben. Mit der Geist von Sendungen will Teschen nicht mehr verbieten, mehr auch durchsetzen. Dürfen gehen überall aus dem ganzen Land Polizisten aufgezogen, für die Ärmste von den Ärmen zu kugenieren. Wie haben wir sonst kein Problem hätten hier am Land, aber wie wenn es sonst kein Gemenge gäbe ging. Wie man sonst kein Problem hätte, wie der High Society ein besser Shoppinggefühl an der Stadt der Urverstadt zu gehen. Natürlich, für verschiedene ist es schlimm genug, für Louis Vuitton muss ein Kölze machen, aber da auch nach Strummert, mit einem Becher zu sehen, da kann ihn sich schon aggressiert fühlen von so viel sozialer Realität. Überhaupt, Armutsbekämpfung soll schon eng von denen absolute Prioritäten von der Regierung sein. An dem Senninger Sinn, als dann noch den Arbeitsminister Georges Michaud seine Aussagen nicht mehr kohärent, wo jemand auf die Frage geantwortet hat, was die Regierung der Welt erholen, gegen die immer mehr stark an Großwurzeln, 12 von Working Poor, also denen, die obwohl sie schaffen, na weil dem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Den Arbeitsminister sagt, Herr Baum, dass es an der Arbeitswelt nicht nur Gewinner gibt, das ist eben so. Unverblimmten Zynismus. An andere wird die Regierung will nicht machen, weil Armut ist eben ein Naturgesetz. Du hilft doch nicht, wenn ihr antwortet, das hat schon eine Tendenz, dass sie an den letzten Jahren immer mehr stark hin, sondern das eben justement über Politik, mit Politik zu dienen wird. Nicht machen, schenkt sowieso die neue Strategie vom Arbeitsminister zu sehen. Und Carol ist schon drauf angegangen. Das Modell vom Lützebäuer Modell für Sozialdialog schenkt vom Senninger Freundeskreis ersetzt zu gehen. Überhaupt schenkt der wichtigste Partner am Sozialdialog Gewerkschaften, also die Interessen von den Leuten, die schaffen, vertreten, für das Regierung keine Bedeutung zu haben. An Kiescht Co. Zu allen guter neoliberaler Reform gehört natürlich der Attack auf die Sozialversicherungssysteme. Da sagt CSV Sozialversicherungsminister nächste Pilier, also den universellen und öffentlichen, soll Wichtigkeit verlieren an verstärkt auf den zweiten und dritten gebaut gehen, die natürlich privat sind. Also da, wo dem neuen alle Lüxing frin anständig frick mit den Pensionen verdienen können. Also was schon Sozialstaat dann, wenn es gibt bei dem es etwas zu verdienen gibt. Also auch heute ein ungekündigtes Prinzip Steuerentlastung für die man dicke Portemonnaie, Sozialaufbau für all die anderen. Das ist die Konklusion, die man aus all dem, was an den 100 Tagen geschieht ist, ziehen können. Ich habe den Wahlabend auf RTL gesagt, dass ich Gefühl hat, Großkapital gäbe sich schon sabbeldischer undien für sich den Staat und Land abzudelen. Und in 100 Tagen geht es nicht, was uns eines Besseren belehren sollte. Die Regierung möchte an alle Bereiche den Bock zum Gärtner, ob es sich um das Logement dreht, ob bei den Steuern, an der Außenpolitik, ob bei der Arbeit oder am Sozialen. Die Reich sollen nach mehr Reich gehen, und die Armen können gucken, dass sie eins gehen. Wohl wissend, dass es mit der Politik immer mehr ärmer wird gehen. Und für das die Armen nicht mucken, soll repressiv gegen sie Viergänge gehen, an der Sozialstaat, am mit dem der Rechtsstaat zu Statisten degradiert,
an engem Land, dat drängt zur kapitalistischer Frickmaschine fir die pur privilegéiert verkommen sollen. Die 100 Dech, dat waren 100 Dech Schock and Awe. Da sind als net mitgin an man sinn erfeiert iwwer all die Momente, wo man muss de Kap risselen an erstaunt werden, mat enger Unverschimtheet Grundprinzipien vun eisem Rechtsstaat a vun eisem Sozialstaat sollen mat Face getrippelt gin. An es sind iwwerzecht, dat die nächsten Hunderten vun Dewerte sinn vum Widerstand gegen des Politik, Widerstand aus der Zivilgesellschaft, vun de Gewerkschaften an natierlech och vun Eis fir géint so eng Mënschefuechten Politik fir ze goen. Merci.